Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind momentan in einer Queststrecke geblieben. Und zwar... Ui, oh mein Gott, ich habe mir gerade das Viertel verbrannt. Ui, heli. Und zwar, Bräuche voller Seuche. Spricht mit Philonmeister Gebristen. Und ich würde sagen, wir machen das mal ganz kurz. Dann gehen wir mal mit ihm ein Schwätzchen geben. Da unten sollte sich auch schon befinden, laut dem Pünktchen hier auf dem Kärtchen. Und dann würde ich mal sagen, dann schauen wir mal, was er uns so zu mitteilen hat. So, let's go. Kann ich irgendwie helfen? Es gibt eine sehr schwierige Aufgabe, bei der wir deine Hilfe brauchen könnten. Während ihr darüber nachdenkt, probiert ruhig die Experimente aus. Wir brauchen immer Versuchspersonen, okay? Wir werden einen Weg finden, das Gebrechen, das den Markgrafen befallen hat, nutzbar zu machen und es in eine Waffe zu verwandeln. Hä? Jetzt muss ich da über mit ihm reden. Okay, dann gehen wir mal zu ihm schwätzeln, mal schauen, was er uns zu erzählen hat. Sally, kann ich irgendwie helfen? Die Arbeit, die wir verrichten, vor einem grossen Kampftalent. Wenn euch Furunkelmeister jetzt für tauglich befindet, lasse ich euch helfen. Also jemand muss uns tauglich beklären, das ist in dem Fall der da. Dann fragen wir mal schnell bei ihm nach. Kann ich irgendwie helfen? Eure Unterstützung ist willkommen, Schlundgänger. Gemeinsam können wir viel erreichen. Nun gut. Quiz beenden und bringt 3 triefende Zutaten viskoses Öl zum Trankvorrat. Auf euch erwartet diese Belohnung. Entweder ein Trank für Gesundheit oder ein Trank für Mana. Ich würde sagen, dann nehmen wir mal die Quest an. Also wir müssen irgendetwas da reinbringen. Da rein und... Von denen. Okay, wir müssen von denen töten und dann müssen wir irgendetwas da reinbringen. Das sollten wir ja irgendwie anbekommen. Also, ich gehe jetzt da mal von guter Hoffnung aus, dass wir das irgendwie anbekommen. Dann töten wir mal die und dann schauen wir mal nach, wie genau das abgeht. Okay. Nein, von dem haben wir jetzt nichts bekommen. Oder nein, wir haben dann nichts zum Einsetzen. Also jetzt muss ich ganz kurz mal schnell schauen. Ich denke, wir bringen jetzt einfach mal einen nach dem anderen um und schauen mal, was dem passiert. Vielleicht können wir ja plötzlich irgendetwas über, wo wir dann ins Inventar bekommen zum Reinschmeißen. Die explodieren irgendwie dann noch immer. Okay, der hat uns auch nichts gedroppt. Dann hoffen wir, dass der uns etwas droppt. Vielleicht sind die ein bisschen geizig, die Siechen. Im Droppen. So, nehmen und nichts. Okay. Also wie es aussieht, müssen wir da wahrscheinlich wirklich mehrere töten, bevor wir da irgendetwas bekommen von denen. Aber es steht hier auch Zutaten von Öltrankvorrat gebracht. Also eigentlich sollte das schon die sein. Okay, der hat auch nichts für uns. Wir töten einfach da mal so viel wie möglich und dann schauen wir mal, ob da jetzt irgendetwas mal droppt oder sonst muss ich nochmal durchlesen, ob ich da irgendetwas falsch verstanden. Okay, warte schon. Hä? Einsammeln. Hä? Was? Okay, jetzt haben wir... Voll geil. Wenn wir jetzt den Krug wahrscheinlich jetzt zurückbringen. Okay. Nice. Es sieht noch irgendwie speziell aus, wenn wir den Krug umeinander schleppen. Ich weiss jetzt aber auch nicht, ob wir mehrere aufs Mal tragen können. Aber ich würde sagen, wir laufen jetzt mal so zurück, rühren den mal rein. Ich muss gerade mal schauen, wie wir das machen, genau. Und dann schauen wir, dass wir das vorwärts kommen. So, Trankvorrat. Ah, rührt es automatisch rein, sobald ich in den Kreis reingehe. Nice. Okay. Okay, das sollte man irgendwie anbekommen. Es kann sich natürlich nur ein Zeitchen ziehen. Das Einzige, was mich wundernimmt, ist, wir haben jetzt eine Ladung von dem bekommen. Da können wir sogar noch eine zweite Ladung holen. Nice. Nice, sie ist verschwunden. Also wirklich eine Ladung pro Teile von dem brennenden Extrakt. Dann müssen wir schauen, dass wir einfach genug töten von denen, um die zu bekommen. Das Einzige, was mich noch interessieren würde, ist, ob wir dann vielleicht auch... Nein, der hat nichts für uns. Der hat auch... Nein, der hat nichts für uns. Dann umgehen wir die. Die für uns sind, die werden auch so geil leuchtend angezeigt. Fällt mir jetzt so ein bisschen auf. Also die haben immer so geile Überschrift. Der nicht. Oh, weg schnell. Seht ihr uns? Die hat nichts für uns. Okay, dann machen wir gerade mal mit dem nächsten weiter. Ist noch eine lustige Quest irgendwie, aber mir geht das ein bisschen zu lang mit diesen Extrakt bekommen. Da könnte das ein bisschen mehr XP rausbringen. Da würde ich nicht Nein dazu sagen. Das Einzige, was mich noch interessiert, ist, ob man reiten könnte mit diesen Extrakt.
Oder ob wir die zu Fuß bringen. Wo ist der rot? Ja, der ist oh, da haben wir gerade einen Extrakt. Nein! Jetzt kommt der Löli mir im Weg. Der Schmies. Abfahren. Hey, der ist jetzt die ganze Zeit rumgestanden und hat gewartet, bis das... So ein Saftmaden. Der ist jetzt einfach dort gestanden, hat gar nichts gemacht, hat gewartet, bis ich den tötet habe und klaut auch ein Extrakt. Ich bin von Gottes froh, dass wir das jetzt Gott sei Dank mehrere Mal aufnehmen können, weil sonst wäre ich dann langsam ein bisschen böse geworden. Aber das Gute ist, dass wir das einmal Reiten machen können. Dass wir das jetzt mal ausprobiert haben, dass das einmal Reiten funktioniert. Dann würde ich sagen, wir suchen uns mal das nächste Extrakt. Und töten dann nochmal ein paar. Der hier hinten steht ein bisschen einsam umeinander. Jetzt greift mir die Grüne auch an. Oh Mann! Das macht uns noch Schaden, wenn wir in den Pfützen reinstehen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da hinten sehe ich schon einen Schatten von etwas. Vom grösseren Viechli. Aber da hätten wir schon das nächste Extrakt. Das nehmen wir gerade mal, bevor da wieder irgendjemand meint, er müsse uns das klauen kommen. Und ich würde sagen, die Beute lassen wir jetzt liegen, damit ich nicht in die Nähe vom anderen komme. Dann können wir gerade wieder aufs Reittier gehen. Und dann haben wir das eigentlich schon erledigt. Aber die andere Magierin, das ist wirklich... Das ist ein Maden. So nichts machen, lass die anderen die Arbeit erledigen und bis dann... die Leute ab und zu einfach faul. Da ist sie wieder. Jetzt geht sie wahrscheinlich wieder rumsuchen, als jemand ihre Arbeit erledigt. So eine Maden! So, und rühren wir das hier rein, dann sollten wir das eigentlich abgeschlossen haben, jawohl. Dann gehen wir nochmal da zum Furkulmeister und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Heiltränke. Weil wir haben keine Mana und also von dem her... Kommt später wieder, wir werden gemeinsam einen weiteren Trank herstellen. Okay. Da hinten hätten wir noch eine Quest. Harte Mischung. Bringt eine beliebige Kombination aus verpestetem Schlamm, viskosen Öl und mischbarem Schlamm zu Reservoir der gemischten Monstrositäten. Ich muss dir jetzt ganz ehrlich sagen, ich lasse das jetzt mal bleiben, weil mich nervt das jetzt, wenn ich da nochmal müsste die Öl einsammeln. Wir bleiben jetzt lieber mal an der Hauptquest. Muss ich das machen für die Hauptquest? Nein, ich muss das aber nicht machen für die Hauptquest. Für die Hauptquest muss ich jetzt da hindern. Dass wir einfach mal ein bisschen bei der Hauptquest bleiben, dass wir mal... Ja, wir sind schon Level 55 und ich wollte jedes Gebiet eigentlich ein bisschen sehen. Und ich habe Angst, dass wir zu schnell auf Level 60 kommen, wenn ich da jetzt jede Quest noch irgendwie gleichzeitig annehme. Darum würde ich jetzt mal sagen, wir gehen jetzt lieber mal da hindern und machen einfach mal an der Hauptquest weiter. Versuche ich mal... Nein, wieso musst du jetzt gerade auf diese Seite? Steht da genau in der Mitte, der will kämpfen. Die Nudeln, die kleine Madde, die. So, schaffen wir es da vorbei? Ja, okay. Was den muss ich töten für das? 21.000 Leben, gut machbar für uns. Einfach meine Wildtiere immer schön, meine lieben Begleiter die ganze bisschen aufheilen. Und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Wir könnten ja mal unser Chakra noch reinrühren, dass wir da ein bisschen mehr Schaden auswirken. Also für 21.000 Schaden machen wir ziemlich schnell. Also wir sind schadentechnisch, glaube ich, wirklich gut dran. Ne? Also vom Dungeon her sind wir ja fast die Besten vom Damage machen. Darum gehe ich mal davon aus, dass wir da gut dran sind. So, dich ignorieren wir. Abfahren! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ich muss schnell weg, sonst holt mich noch auf dem Reittier runter. Vor einem Schlammbeutel das. So, harte Mischung haben wir gemacht. Ich würde jetzt sagen, jetzt gehen wir mal gemütlich die Quest ab und dann schauen wir mal weiter. Wo muss ich die abgeben? Da hinten. Irgendwo da hinten. Ah, da. Okay. So, ich empfinde Marilev. Den kennen wir ja schon. Sagen wir ihm ganz schnell gutes Täglich. Grundierung, keine Toxoiden. Solche, hast du mein Arsen absorbiert? Keine Ahnung. Musst nicht mich fragen. Quest beenden. Zeigt mal Gräfin Strandama euren Trank. Dafür kommen wir wieder einen neuen Schmuck über, aber der gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so. Aber wir nehmen die Quest trotzdem mal an. Okay, muss ich da irgendetwas machen? Anima katalysieren. Und da müssen wir auch Anima katalysieren. Muss ich das da auch? Zeigt mir, dass ich das auch irgendwie muss. Streicheln. Dann streicheln wir mal das Ding. Hat wahrscheinlich nichts mit dieser ganzen Sache zu tun, aber wir haben es jetzt mal gestreichelt. Ah, Trank geformt. Dann müssen wir das dann mal noch schnell öffnen. Hä? Hallo? Wer ruft mich? Wer wagt es, meine Qual durch seine Stimme zu erschweren? Ja, ich? Sally? Moment, dieser Trank. Marilev? Ja, hoi. Margräfin, was ist geschehen? Nein, ich mache das rückgängig. Ich muss. Um was geht's denn überhaupt? Hallo? Ich komme nicht raus. Teure Marilev, vergebt euch. Ich bin
verloren. Aber ihr müsst durchhalten. Wer ist denn das überhaupt? Hä? Wer ist denn das gewesen? Also wenn ihr es wisst, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gerade völlig verwirrt. Oh. Oh, 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 oh. Wir haben nochmal ein Siegel gefunden für den Sitz von Primus. Für etwas, wo ich einfach nicht rausgekommen bin, wer das ist. So, Quiz beenden. Trifft Marilev beim Sitz des Primus. Ich bin irgendwie sein Lehrling die ganze Zeit, keine Ahnung. Ist auch noch ziemlich speziell. In dem Fall sind wir jetzt einfach sein Lehrling. Begrüßen wir das mal mit offenen Armen und gehen zurück zum Sitz von Primus, also mal da, ne? Nachher haben wir ja noch weitere Quests, die wir erledigen können. Wie komme ich da hin? Einmal rundherum. Wenn wir in dem Fall mal einmal rundherum spazieren, um anzuschauen, was da los ist. So. Gehen wir mal sagen Hallöli sagen. Jetzt soll ich noch schnell Schmuck mal anschauen. Ich muss ehrlich sagen, wir verkaufen den. Und wir müssen allgemein mal schauen, dass wir unseren Beutel leeren. Ich glaube, wir haben wirklich nichts Nützliches Neues bekommen, das mir gefällt hat. Das würde kritisch wegnehmen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich glaube, das können wir praktisch alles noch verkaufen. Das gibt einmal einen guten Batzen. Für uns, da haben wir gerade noch Quest gehabt. Aber die ignorieren wir. Denn wir wollen zum Sitz von Primus. Sally. Muss ich wieder auf das Kreischen wahrscheinlich draufstehen? Jawohl. Dann tun wir mal wieder resonieren. Okay, dann haben wir das zweite Siegel, also wir müssen im gesamten 5 haben, wie es aussieht, dass wir vielleicht die Tür, also höchstwahrscheinlich die Tür können öffnen vom Sitz von Primus. Baronin Draka, wir haben eine gute Nachricht für dich. Haus der Seuchen, abgeschlossen. Nice. Das heisst, wir haben jetzt eigentlich da noch 2 Hauptquests zum Weitermachen. Ich würde mal sagen, wir gehen zu Baron der Auserwählten. Let's go. Ab zum Baron der Auserwählten. Gehen wir mal anschauen, was er da von uns genau will. Und reden wir mal ganz kurz. Du Made, du Kleine. Ach du kleine, verblödete Made. Wie wagst du es, mich an meinem Reittier holen? Jetzt habe ich da wirklich gemütlich einfach durchreiten. Aber ich habe das Zeug noch nicht verkauft. Gut, 17 Plätze haben wir noch. 17 Plätze haben wir noch. Was sollte eigentlich mal noch lange? Dass wir wirklich auch plus minus alles können auch aufnehmen können, damit wir... Was ist das? Ich wurde voll geschleimt. Ah ja, ich sehe es. Ich bin voll grün. Ha! Wir sind voll geschleimt. Aber 17 Plätze sind noch lange. Dass wir wirklich alles aufnehmen, aber dass wir noch genug Gold verdienen. Weil ich weiss nicht, ob man fürs Fliegen muss Gold zahlen muss. Dass ich in diesem Gebiet dann fliegen kann oder nicht. Und wie teuer das wird im Ganzen sein. Das wäre so das Hauptsächliche, was ich machen würde. Da sind wir ja schon mal gewesen. Da müssen wir mal den Gross besiegen. Und ein paar von denen. Und wenn ich mich nicht täusche, dann kommen wir da drauf. Okay. Nice, Mann. Meine Routenkenntnis einwandfrei. Ich könnte fast das GPS machen von World of Warcraft, von Maldraxxus. Da vorne links. In 200 Meter bitte links abbiegen. So in die Richtung. Aber da vorne sind wir schon fast. Wir sind in der Nähe von der nächsten Quest. Gehen wir mal güchseln. Mal schauen, was die jetzt als nächstes von uns verlangen. Der Baron Viraz wartet persönlich auf uns. Mit einem neuen Flugplatz da hinten. Gehen wir dann mal schnell. Zack, den Flugplatz freischalten und dann reden wir mal mit ihm da. Quest beenden! Mit gutem Beispiel vorangehen. Tötet 12 Angehörige der Stahlvorhauter Stahlhautmetzler. Okay, und versammelt 8 demoralisierte Soldaten. Okay, und der hat auch noch eine Quest für uns. Hoch hinaus. Zerstört die 3 feindlichen Positionen. Annehmen. Und das wird alles in dem Gebiet drin sein. Okay, dann gehen wir einfach mal rein und schauen mal nach, was wir da genau machen können. Der begleitet uns sogar. Nice. Also allein sind wir nicht unterwegs und da vorne warten, glaube ich, auch schon die Gegner dann auf uns. Und das ist so ein zögerlicher Soldat, den wir versammeln müssen. Den können wir gerade töten, der wird mich wahrscheinlich eh angreifen, bevor man da überhaupt irgendetwas machen kann. Hey, wieso kann ich das jetzt nicht machen? Muss ich das einsetzen? Das Hörnli? Ah ja, okay. Einfach das Hörnli einsetzen und dann kommt das eigentlich gut. Dann müssen wir schauen, dass wir uns irgendwie den Weg da frei kämpfen, dass wir ein bisschen mehr ins Innere kommen. Und da hinten haben wir noch erste Sprengladung platziert. Also wir gehen wahrscheinlich einfach mal in Richtung erste Sprengladung, damit wir etwa zeitgleich alles erledigen können.
Komm nicht kämpfen. Lass ihn links liegen. Das können die anderen machen. Wir gehen mal zur ersten Sprengladung. Was ist das? Ah, da kann ich einfach abfeuern. Okay, nice. Den können wir angreifen. Der hat ziemlich wenig Leben. Dann können wir den wahrscheinlich auch noch von unseren Kappen über. Jawohl. 3 von 12. Das ist schon mal nice. Weil da haben wir jetzt noch mal ein paar Gegner, die wir besiegen müssen. Wir können uns vielleicht... Ja, durchschleichen wird da nichts. Also die zwei müssen wir sicher mal aus dem Weg räumen. Die zwei müssen wir sicher mal noch aus dem Weg räumen. Dass wir an die Sprengladung bekommen, um irgendetwas in die Luft zu jagen. Was genau, das sehen wir jetzt gerade. Einfach die... Was soll das denn sein? Das ist einfach ein Wägeli. Hä? Hey, ist eine Sprengladung platziert? Das ist einfach ein Wägeli. Okay. Was ist das da? Sammeln. Haltet sie von mir fern! Ah, betäubt alle Gegner irgendetwas. Probieren wir das gerade mal aus da. Ah, okay. Macht einfach Betäubung und gleichzeitig tut sie da alles Dings. Wir müssen jetzt einfach mal schnell Gegner fernhalten, damit er da in Ruhe irgendwie das Zeug kann in die Luft jagen. Ja, weg hier! Das. Ups! Ui! Hat es gerade von der Druckwelle auch noch ein bisschen auf die Seite geschlagen, aber da greifen wir uns gerade ein paar mehr an als erwartet. Meine Drachenfalken müssten auch noch gekillt werden. Dann sollte die ganze Sache eigentlich auch kein Problem mehr darstellen. Wir müssen einfach schauen, dass wir den Grossen dann ein bisschen verärgern. Gegen den, der jetzt nicht gerade unbedingt kämpfen. Hey, wir haben schon 8 von 12 zusammen. Also ich glaube, von den Gegnern erledigen wir wirklich genug. Hier hinten haben wir aber auch schon die nächste Sprengladung. Ich würde sagen, die räumen wir aus dem Weg. Den müssen wir wahrscheinlich aus dem Weg räumen, dass wir zu der nächsten Sprengladung kommen. So, weg mit dir. Bitte da vorne rechts die Sprengladung platzieren. Mach mal doch lieber gern. Let's go. Nein, nicht du. Ich muss da Bomben platzieren. So, Bomben platziert. Jetzt müssen wir ihn wahrscheinlich wieder beschützen. Ja voll, da greift es uns auch gerade an. Den verstehe ich, was nicht in die Luft schauen. Das ist ein so ein Schützendingsbums da. Aber das andere war einfach ein Wägeli mit gar nichts sonst. Da greift das wenigstens mit 2 an. Dann hoffe ich, dass die nächste Ladung auch nicht allzu weit weg ist. Das Einzige, was noch fehlt, ist, dass wir dann ein paar... Bumm, okay. Versuchen wir da durchschleichen. Einfach da hinten ist gerade das nächste, jawohl. Und dann das Einzige, was ein bisschen noch hinten drin ist, dass wir müssen, die Soldaten wieder in den Stand bringen. Okay, dann töten wir da 3 Stück gerade mal. Den grossen frieren wir schnell ein. Kümmern wir uns zuerst mal um die kleinen Zwerge da. Die Maden vor der Stahlvorhaut. Ups. Und tot. Okay. Dann haben wir da noch schnell einen. Weil die 12 haben wir jetzt schon voll. Ah, da greift mir nochmal einen an. Jetzt haust du einfach ab. Hilf mir doch. So eine Made. Wo ist es? So eine jämmerliche Made, Mann. Hätte das jetzt noch unterstützen können am Kampf? So, dass wir das irgendwie überleben. Hey. Ui. Ui. Weißt du, dass ich da meine Dinge rein, meine Tränke, dann können wir die immer wieder mal einsetzen. Haben wir etwas Gutes zu essen? Da haben wir etwas Gutes zu essen. Schnell das Leben wieder voll heilen und dann gehen wir ein paar Soldaten einsammeln und dann haben wir die ganze Geschichte eigentlich schon wieder erledigt. Ja, moin. Wir kommen vorwärts. Sohle. Oh nein, den ignorieren wir. Komm, wir hauen einfach ab. Hoffen wir, er verfolgt uns nicht so lange, wir hauen jetzt einfach ab. Wir müssen jetzt einfach nur noch eigentlich Soldaten einsammeln. Die Frage ist jetzt, kann ich das Horn einsetzen, wenn ich reite? Jawohl! Okay, das heisst, ich kann eigentlich jetzt immer warten, bis das Horn voll ist. Dann einfach nebendran. Und das Horn blasen. Ui, das klingt wieder falsch. Dann muss ich mich... Nein, die holen mich von meinem Reittier, die Nudeln. Funktioniert doch nicht so ganz gut mit dem Plan. Manometer. Der funktioniert mein Plan doch nicht so, wie ich will. Ach, schade. Wenn die mich ab meinem Reittier oben abholen. Oh Mann. So,
Den haben wir. Da hinten haben wir noch einen. Jetzt müssen wir einfach... Ja, es ist so klar. Jetzt müssen wir einfach die ganze Zeit metzeln und töten. So mühsam eigentlich. Ich hätte jetzt wirklich auch gerade eine Quest erhöhen auf 24. Dafür noch ein bisschen mehr XP. So, looten. Hat es der auch gerade gelootet? Jawohl. Ah, Mann! Ich habe kein Ziel. Heieiei! Keine halbe Portion in dem Krieg da. Sondern wirklich einen nach dem anderen metzeln. So. Den können wir noch ganz kurz da schnell töten. Okay. Es fehlen uns noch 2 Stück. Der ist ein bisschen blöd gelegen. Den könnten wir, wenn wir Glück haben, schnell... Jawohl, einfach wegbleiben. Abfahren, lass mich in Ruhe. Jetzt versuchen wir einfach da durchreiten. Let's go. Jawohl, 8 versammelt. Einfach durch. Ignorieren die Siechen. Ignorieren die Siechen. Wo müssen wir jetzt noch zum Quest abgeben? In die Richtung. Okay. Einfach alle ignorieren. Einfach durchreiten. Der gehört wieder zu uns. Okay, alles klar, wir haben es geschafft. Mann, haben wir jetzt gerade metzeln. Da haben wir jetzt wirklich Barnen müssen eins. Wirklich blöd gesagt, übers Knie legen und ihnen ein Viertel versollen, um zu zeigen, wer der Chef im Haus ist. Das war jetzt wirklich einfach so gewesen. So. Salut zusammen, ich bin zurück vom Krieg. Ich habe da, glaube ich, blöd gesagt, fast alles gemetzelt, was man metzeln für euch. Quest beenden. Das erste Mal muss kämpfen, Quest beenden und Quest beenden. Wir folgen dem Willen des Primus. Mega geil, aber es fehlt mir nach einer Meisterschaft. Wieder nicht so ein hübscher Umhang, Mann. Tötet Generalin Alver. Lasst eure Verbündeten nieder. Tötet Generalin Alver. Das machen wir doch mal noch ganz kurz. Die ist nämlich auch gerade wirklich um die Ecke da vorne, wenn mich da nicht alle angreifen in dieser Zeit. Komm, dann räumen wir den schon aus dem Weg. Ich hoffe, dass wir dann plus minus Ruhe haben, um da durchzukommen. Ich hoffe, dass wir dann plus minus Ruhe haben. So, Looten nicht vergessen, das gibt wieder Gold. Was und den müssen wir töten. Let's go! 56'000 Leben. Jetzt kann ich das Horn blasen, ich gehe davon aus. Da kommen noch Verbündete, die mir helfen. Okay. Ich habe gedacht, ich klicke einfach mal drauf, ohne gross vorlesen. Komm, wir müssen den schon aus dem Weg räumen, sonst nervt er mich noch den ganzen Tag. So, dann den wieder. Das Schild habe ich bis jetzt aber leider ein bisschen wenig eingesetzt. Das hätten wir jetzt eigentlich noch ein bisschen mehr einsetzen. Dann wäre das vielleicht ein bisschen besser kommen mit dem Leben. Da habe ich jetzt einfach nicht daran gedacht, ich nudle. Hey, der General geht mir gegen den Zipfel, komm. Jetzt greift mir wieder der nächste an, also ich muss mich immer um 2 gleichzeitig kümmern. Was machen die denn eigentlich? Was macht ihr denn eigentlich? Und so, jetzt hoffe ich, dass wir mal einen Moment Ruhe haben, damit wir mal dort ein bisschen Damage ausüben, weil meine Drachenfall kommen auch sehr groben Schaden über und das wäre jetzt nicht gerade gut. Wir haben noch Freudentaumel, wo wir können, komm, das setzen wir jetzt gerade ein, dann habe ich auch wieder mehr Leben. Man weiss ja nie, was passiert, oder? So, 120% sind wir schon mal, das ist gut. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt nicht mehr gross gestört werden. Dann kann ich nochmal einsetzen. Ja moin. Hat jetzt nicht mehr allzu sehr viel gebracht, aber Quest erledigt. Nice, wir haben da irgendwie sogar noch etwas erhalten, aber nein, das bringt uns auch nicht viel. Dann können wir das dann auch wieder verkaufen. Das können wir dann auch wieder verkaufen. Nice Sache. So, dann gehen wir mal gemütlich die Quest abgeben. Und dann würde ich mal behaupten, viel mehr gibt es da wahrscheinlich nicht zu tun. Gibst mir den Umhang, den können wir auch verkaufen. Kommt da jetzt noch irgendetwas, oder? Hallo? Das ist unsere Chance, einen Schlag gegen das Haus der Konstrukte zu führen. Okay, wir sind in dem Fall im Kampf gegen das Haus der Konstrukte. Ist das das? Nein, das ist das Haus der Auserwählten. Ein Angriff wird Gamal kalt erwischen und seine Armee mit einem Schlag vernichten. Wenn du meinst, ich verlasse mich auf dich. Du bist der Baron von allen. Wir brauchen Verstärkung. Ha! Dieser Fremdling ist 100 Soldaten. Das ist eigentlich Ehre. Ich habe mir nämlich gedacht, da kommt nochmal eine Quest. Ich habe es mir irgendwie gedacht.
Trefft Exekutor Mevix nahe des Hauses der Konstrukte. Das wäre da oben. Dann würde ich sagen, machen wir uns noch schnell auf den Weg da hinten. Dann machen wir uns doch mal noch schnell auf den Weg da hinten. Ich habe irgendwie mein Gefühl, hat man gesagt, es ist noch nicht so ganz fertig. Weil ich habe das Gefühl, wir kommen pro Quest, die wir machen, eben eins von diesen Primus-Siegel über. Also für das Schwert vom Siegel. Um den Sitz vom Primus öffnen. Und darum bin ich einfach davon ausgegangen, dass das wahrscheinlich wirklich noch nicht ganz fertig ist. Jetzt gehen wir mal den Mevix am Haus der Konstrukte treffen. Das heisst, wir lernen jetzt gerade mal das Haus der Konstrukte kennen. Die Gegner, die wir gerade momentan bekämpfen, und schauen mal, wie es dort vorwärts geht. Und wie es aussieht, sind wir ja über 100 Soldaten wert. Also ja, ziemlich schmackhaft die Aussage. So, aber ich habe irgendwie das Gefühl, sobald ich da reinlaufe... Nein, ich muss nachklicken, okay. Weil ich persönlich würde sagen, bevor wir da weitermachen, würde ich mal sagen, wie das weitergeht. Das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst Runde World of Warcraft mit der Schweiz. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, dann tun wir es aber nicht vergessen. Ich wünsche euch allen wunderschöne Festtage. Auch gut, die sind jetzt eigentlich plus minus vorbei. Jetzt kommt ja bald Neujahr, aber trotzdem noch einen wunderschönen Tag. Danke vielmals fürs Einschalten und bis dann. Ciao.